Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Tag Hermann. Tag Caroline. Tag lief Lükscher zu Hus und unterwegs. Schön, dass da sitzt. Sagen's Hermann, was fällt dir eigentlich in beim Stichwort Frankreich? Frankreich. Oh la la. Schöne Urlaub da machen. Sie haben einen Fingerspruch. Man kann da gut essen und trinken, wenn es auch zu teuer ist. Ja, was dann noch? Beeindruckende Architekturen. Der Notre Dame nicht allein, da ist noch jede Menge andere. Das könnte vielleicht auch noch eine Sendung werden. Ja, das ist echt viel. Und was fällt dir in zu Preußen? Bei den Preußen, da fällt mir in, dass sie wenig lachen, dass sie Ordnung halten, im Gegensatz zu uns Kölschen, wir sind ja jetzt schlunzig. Und dass sie pünktlich sind, wenn die sagen, sie kommen um 15 Uhr, dann sind die um 15 Uhr da. Dass sie zuverlässig sind, ja, und dann jetzt was mit Soldaten, Festungen und dem Gedöns zu tun hat, fällt mir dabei natürlich auch ein. Ja, Jetzt willst du von den Leuten, die uns zuhören, sicher zeigen, was für Klischees wir von gewissen Leuten in der Kölner Geschichte abweisen können, auf nicht. Ja, da ist ja auch jetzt dran. Also ohne dass man weiß, wie es wirklich gewesen ist, kann man sich nur dem, was du jetzt hier gesagt hast, direkt vorstellen, wie es zwischen den Preußen und den Kölner gewesen ist. Du bist ja eine Urkölner. Ja, jetzt spielst du ob der Zwischenfall fast laufend an. Gut, wir gehen so über die Straße. Es war noch hell, also am helllichten Tag, gut so ein Schwitt, junge Leute vorbei, und heißt gut uns entgegen. Und da blieb so eine 2 Meter Mensch für mir stand, mit einer Basel Mannes und sagt, oh, ein kleiner Urkölner, verbeußt sich noch uns und jedwiger. Also das war wirklich schön. Wenn das in einem Film vorgekommen wäre, hätte man gesagt, das ist ein bisschen überzeichnet, ne? Ja. Aber wenn du wirklich als Urkölner durchgehst, dann repräsentierst du wirklich den Mensch, die damals die Preußen in jede Stunde, wie die hier Trialt übernommen haben. Ah ja, du hast noch ja nicht gesagt, weil wir überhaupt hier an das Thema kommen mit der Preußen. Ich versuche mich, wenn es nicht stimmt, dann kannst du mich unterbrechen. Also, von der Franzosen haben wir in Köln grundsätzlich eine eigene Folge gemacht. In diesem Jahr ist es aber jetzt Besonderes aktuell gewesen. Beispiel Zilsche, Cecilia Wolkenbusch, der Männergesangverein, fantastisch, wie die vom Napoleon singen. Ja, was war das jetzt für ein Jubeltag? Wie der Napoleon in Köln war. Aber Ja. jetzt bist halt wieder bei den Franzosen. Wir waren ja bei den Preußen, ne? Ach so, bei der Preußen, ja, Entschuldigung. Also lassen wir das auf sich beruhen. Ja, wie soll ich das sagen? Das ist ja preußisch, wie du jetzt hier mit mir umgehst. Also ich versuche es noch eins. Ich erzähle jetzt ganz preußisch der historische Kontext. Oder wie sieht man ob Köln? Das hört sich erst wissenschaftlich Ja, an. ne? Ja, ja. Ja, du hast ja gesagt, ich soll mich so jetzt preußisch benehmen. Ne? Das hast du nicht direkt gesagt, aber es hört sich so an. Dann Also, jeft er uns wie Müll. die Franzosen, jetzt fange ich doch wieder mit der Franzosen an. Wie die 1814 weg aus Köln wieder fort sind. Die waren ja von 1794 bis 1814, 20 Jahre da und alle haben in Köln bewegt, aber das hatten wir schon. Also am 14. Januar sind sie ja losgetrocken, wir sind Waterloo fort, kann man so kriegen haben.
Und am Tag drauf, da drucken dann die preußische, jetzt ist das Beste auch bei der Preußen angekommen. Am nächsten Tag, das war also der 15. Januar, drucken dann die preußische und russische Truppe in Köln, ohne dass eine Schuss gefallen war. Ja, am Wiener Kongress, der dann 1815 stattgefunden hat, wieder Napoleon, wie gesagt, gemasselt worden ist und der Krieg verloren hat, da hatten die Kölsche jetzt Pech. Warum? Preußen kriegt die Rheinprovinzen zugeschlagen. Und zu der Rheinprovinzen das dann auch Köln fallen und das dann auch an Preußen. Und ja, und damit kriegten wir dann Ordnung und so der ganze Kram, ja, muss man zugeben. Es war viel so besser in Köln. Der Jove, der war doch noch so eine französische Spruch von dem Schaffhausen, ne? Ja, da hast du recht. Der Schaffhausen, von dem er ein Bankier, von dem er noch sagt, der kommt besser Kölsch wie Hochdeutsch. Von dem jeder der Spruch, da haben wir einen armen Familierin geheiratet, oder der Spruch, da haben wir einen armen Mariage gemacht. So arm waren die ja nicht. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Kölsche keine Lust auf die ganze Militarisierung hier hatten. Wenn man sich das vorstellt, Köln zur Festung ersten Ranges auszubauen, das hatten sie vor. Also der Friedrich Wilhelm III. Hat sich so jetzt gedacht. Und ich finde, das passt eigentlich ja nicht bei den Kölsche. Eine Festungsring abzubauen und 8000 Soldaten hier zu installieren mit Familie und mit Dienstglück, das ist einfach nicht uns Kölsche Art. Und es heißt, dass dann für 50 Jahre Köln als Festungsstadt so war, dass man sie nicht innehmen konnte. Also da haben sie so viel gebaut, 12 Forts, davon 4 auf der Schelsig und 23 kleine, die Lünette. Was war das, sagt das noch uns, das hast du nicht verstanden. Was haben die für Vinette oder was war das? Lünette. Lünette, ist das so jetzt wie Zitrone oder was? So hört sich das an. Ne? Das sind so kleinere Festungshäuser. Und dann haben sie die mittelalterliche Stadt nur ein bisschen geflickt. Aber dann, wird Waffen, die jinken über die Mur sowieso rüber. Und dann das war war das aber nicht dann als nötig. später, ne? Das war dann um 1860 rum. 1881 haben sie das alles abgerissen, aber sie haben es ja gut gemacht, muss man ja sagen. Sie haben die Stadttore, also die Fringsports und der Haneports und der Eilsteinsports stehen gelassen und haben auf die Art und Weise ja auch ein bisschen jetzt dafür getan, dass man über die Geschichte Bescheid gewusst hat. Also Denkmalpflege, wenn man so will. Also das ist eindrucksvoll mit der ganzen Forst, wenn so der Dach vom Denkmal ist, da kann man rumgehen und die beloren. Manche sind so, da wohnen nur Fladdermüsschen drin, aber das ist echt eindrucksvoll. Da fällt mir in der Militärringstraße, das ist auch sicher ein Ergebnis davon, ne? Ja, und ist ein bisschen komisch, ne? Die Militärringstraße, das versteht eine von der keine Kölsche ist, versteht das nicht. Man möchte ja sagen, die Soldaten verstehen das direkt, ne? Ja, man möchte ja sagen Militärringstraße, aber die Kölsche sagen Militärringstraße. Ja, der ganze Sinn wie ungern die Militärsache. Also ich meine, die ganze Mentalität hat nicht zusammengepasst, ne? Der Soldaten, das passt irgendwie nicht nach Köln. Also man kann doch sagen, die Kölsche Bürger, die waren katholisch und haben es all nicht so genau genommen und der die Preußen evangelisch und ordentlich und so, das hat einfach nicht zusammengepasst. Ja, nicht zusammengepasst. So kannst du doch nicht sagen. Schließlich haben wir den Preußen zu verdanken, dass unser Dom. Ja, Moment, jetzt fängst du als mit den freundlichen Tönen an. Aber ich meine, man kann es doch nicht wegreden, dass sie den hinterher gerufen haben, rote Kragen, nix im Magen und so. Und dann haben sie die noch als Schneuzerkowskis ausgeschandt. Ja, Moment, Schneuzerkowski, das muss man aber verklären, ne? Ja, dann tun das.
Also, Schneuzerkowski, das ist so, die Kölsche Polizisten, also Schneuzerkowski wurden die Polizisten genannt, das waren Preußen. Warum? Weil die Kölsche zu jodmütig waren. Die haben gesagt, Pösche, wenn ich dich norrens beim Stille erwische, da kriegst du einfach Knutze. Und der Preuße, der hätte direkt seinen Knöppel genommen und hätte was genommen. Ja, aber die waren ja irgendwie fremd, ne, mit dem Koletschhut. Ach, Koletschhut, ja, Koletschhut. Wie gut der Ausdruck zustand. Das waren Leder, ja, das wird genommen, krieg ich noch, der Koletschhut. Ne Lederhelm, so in Schwarz, der richtig glänzend hat. Und das war ja ne Helm aus Leder. Und da haben sie dann, weil der aussah wie Koletschkamelle, also Lakritzkamelle, war das der Koletschhut. Ich kann mir heute noch im Museum belohnen. Das heißt, wann es wieder abgemacht wird. Und im Hennesje Theater, ne? Ja. Der hat ja auch so eine Koletschhut. Ja, richtig, genau. Also ich läuft andersrum, die kölsche Kunden, die Preußen nicht Jodliger, aber andersrum war es auch nicht besonders, ne? Ich habe gelesen, dass sie sich beklagen über der laue Charakter, da kann man sich direkt vorstellen, ne? Und dass denen die Kölsche die ähnliche Tatkraft wählen tät. Ja, du kennst ja den Spruch, küsste Hück, nicht küsste Moje, ne? Also das ist so mir mit der Mentalität. Aber es ging der Kölsche auch wirklich nicht gut. Ich finde das auch nicht fair. Also sie haben eine Uni abgemacht, das war dann in Bonn. Und dann haben sie die Kunstakademie abgemacht in dem Düsseldorf. Und Ja, dann das war Anfang vom 19. Jahrhundert rum, ne? ja, die Preußen waren das evens. Und dann haben sie direkt Koblenz zum Sitz für das Oberpräsidium der Rheinprovinz gemacht. Was war das Oberpräsidium? Ja, und die Kölsche haben überhaupt nichts gekriegt. Das ist doch nicht fair. Hätten sie denen doch ein bisschen jetzt anbeten können. Tja, wenn das so ist. Die hatten überhaupt Zoff mit Preußen wegen der Religion, ne? Ja, da war richtig etwas. Haben sie doch verhaftet, die Preußen, der Erzbischof Fischering, haben sie der in de Bleche don, das sogenannte Kölner Ereignis von 1837. Was haben sie der in der Erzbischof in der Bleche don? Sicher wenn im Geld, ne, und so eine Kram. Ich meine, so Also oder wie war das? Frau Tusch hätte nix und das Geld für verkehrte Sachen ausgejoven, ist mir auch nicht bekannt. Ach so. Ja, dann habe ich irgendetwas Falsches im Gedächtnis. Kann ja passieren, ne? Also, das war jedenfalls, war das wirklich wegen der Religion. Also, dadurch, dass so viele Preußen hierher gekommen sind, so evangelische Beamte, ja, wird auch viel, was man früher eine Mischehe genannt hat. Also, der Mann evangelisch und die Frau katholisch. Und das hätte der katholische Kirche nicht gepasst. Und sie wollten, dass die katholisch heiraten hätte, best wurde der Mann auch noch katholisch, aber auf jeden Fall muss das Kind katholisch gedäuft und getrocken werden. Ach ja, war das Gedöns, ne? Und bei den Preußen war das nicht Usus. Da kriegten die Pens die Religion, die der Vater gehabt hat. Und Ja. das gab natürlich Stress. Ja, so ist das. Aber in einer Sache sind wir uns doch wahrscheinlich auch einig, dass die Preußen jetzt dafür getan haben, dass unser Dom endlich fertig geworden ist. 1842 ging es wieder los. Und 1880, so flück, war der Dom endlich fertig. 38 Jahre ist ja nur auch nicht flück, ne? Ja, also nachdem wir 700 Jahre oder wie viel Pause hatten, wo nichts am Dom gebaut wurde, ist, war das erst flück. Und ohne die Preußen hätte es wahrscheinlich noch ein Doppelte so lange gebraucht. Ja, das ist irgendwie ein kleines Wunder, weil die Preußen ja evangelisch waren. Aber sie wollten dann irgendwie die Jotik aus dem Mittelalter wieder ableben lassen und wird heißt, ein Denkmal für die nationale Einheit Deutschlands schaffen. Ja, und das dafür ist war der Dom gedacht. das ist in ihr auch wirklich gut gelungen, ne? Ja, da gehen sie alle rein, obwohl es unter, ja, wie sagt man, geführt und geleitet wird der Dom doch von einem katholischen
Kreis, ne? Ja, deshalb ist es besonders erstaunlich, aber das hätte damit zu tun gehabt, dass der Friedrich Wilhelm, der Fete, der war einfach begeistert von der Idee, so ein Nationaldenkmal zu machen. Und der Architekturhistoriker, der Boisseret, hätte da durch den Dom geführt und da hätte irgendwie für gefangen und hätte das vorangedriven. Also das war wirklich ein kleines Wunder, dass die überhaupt die Courage hatte, das Weger zu bauen. Es muss Generationen gejoven haben, die han der halbfertige Ton nur gesehen als Wortzeichen. Das heißt genau genommen war das Wortzeichen der Kran, der da boven drauf war. Ja. Der war so lang da dran, dass ganz viele Menschen nie im Leben daran gedacht hätten, dass man das auch Weger bauen könnte. Ja, und was ihnen wahrscheinlich, denke ich mal, dabei geholfen hat, den Nordturm, der haben sie ja in der Hütte gebaut, damit sie ein paar Glocken reinhängen konnten, damit sie die Gläubigen zum Gottesdienst lügen konnten. Ja, so ist es gekommen, 1880 fertig. Also in dem Jahr, wo ich Abitur gemacht habe, wurde 100 Jahre vier. Da konnte man sich ja nicht vorstellen, dass der Dom 100 Jahre fertig sein soll. Ja, so ist es. Aber jetzt machen wir wieder mit der anderen Sache, die Preußen uns wieder gejoven haben. Also der Dom sowieso und dann für allem der Fastelovend. Der war ja bei den Franzosen erst verboten. So ist es. Und die Preußen haben dann alles unter eine Hut gebracht, ne? Alles unter einer Kappe. Und das war dann der Fastelovend 1823, wo die Preußen ein großes Wort mitgesprochen haben. Also sie haben vorher, da muss man auf Hudisch sagen, haben sie gesagt, der Fastelovend wäre eine anomalische, in polizeilicher Hinsicht bedenkliche Volkslustbarkeit. Ja. So kann man es auch sagen, da sieht man, dass die keine Ahnung von nichts gehabt haben. Aber sie haben begriffen, dass sie ohne der Fastelovend hier nicht regieren konnte. Und dann haben sie das festordnende Komitee ingeführt, 1823, und der erste Zug geplant, der war dann 1824 nur rund um den Neumarkt. Er war immerhin, damit haben sie sich ein Denkmal gesetzt und nächstes Jahr, 2023, können wir die 200 Jahre vom Festkomitee richtig groß feiern. Ja. Übrigens, Festkomitee, du hast es richtig gesagt. Zuerst ist es das festordnende Komitee. Und jetzt ist es, ja. Ja, die Ordnung muss ja auch nicht mehr da drin vorkommen, Ja. ne? Also, es gibt noch andere Sachen, die man auch über die Preußen sagen möchte. Also, dass das Bildungswesen abkladuniert haben, da redet der Wilhelm von Humboldt und den preußischen Reformen. Also, wenn man davon jetzt erzählen will, dann möchte man eine ganze Folge machen über das Pät und das Denkmal um Heumarkt. Da sind die ja all drauf, also auch der Heinrich von Kleist und ein paar andere, da möchte man eine eigene Verzähl machen. Ja, da fällt mir ein, ich glaube, das war der Wilhelm IV., ne? König Wilhelm IV., der war doch wie sagt man, unwirsch. dass mehr Zivilisten wie Militärlücke auf dem Denkmal gestanden haben oder hüg noch standen. Ja, es heißt ja auch, wie das dann enthüllt wurde, ist, dass die königliche Familie direkt abgereist ist, weil der da auf dem Pad sitzt, der Blick nach vorne hat, gerade aus, das heißt, dass der aus der Stadt rausregedet, das hätte dann auch nicht gefallen. Also, wir haben ja, wenn wir jetzt dabei sind, was man auch noch sehen kann, die Brücke, die sie gebaut haben, der Moosfall, die ist ja noch im Zweiten Weltkrieg kaputt. Vielleicht sollte man sagen, warum die so heißt. Das war eine viereckige Kaste und früher ja wird so Moos, wie sagt man, Falle, die waren so gebaut wie eben die Brücke im Viereck. Ja, nur jede die ja nicht mehr. Aber was das noch jetzt sind die Statuen mit den 4 Pädern und den Königen da drauf, rechts und links von der Brücke. Jetzt sprichst du aber von der Hohenzollernbrücke. Ja, das, natürlich. Ja, also nicht mehr von der Moosfall, die geht nicht mehr, ja. Aber die Hohenzollernbrücke. Also da sieht man auch noch der Rest von der Preußen. Also Fastelovend und der Dom fertig und dann ein paar Staatsfiore, die sie da hingesetzt haben. Das ist ja doch ja nicht so schlecht, ne? Ja. Sie haben also insgesamt die Preußen
doch wenigstens probiert, uns Kölsche ein bisschen Ordnung und System beizubringen. Vielleicht ist das auch eine jode Überleitung zu unserem Sprachkurs. Der dritte, aufgepasst, jetzt wird Kölsch gelehrt. Also, wir haben es ja alt gesagt, dass die Preußen erg pingelig waren. Jetzt machen wir uns jetzt pingelig, so jod wir das können in unserem Sprachkurs. Mit den Tätigkeitswörtern. Nehmen wir das Ich jetzt regelmäßig. Ich schrieb, du schriebst, he schrieb, sie schrieb, wir schrieben, ihr schrieft, sie schrieben. Das ist einfach. Jetzt schwieriger ist es bei den unregelmäßigen Wörtern. Da haben wir für Beispiel das Wort kumme. Man kennt das vom Sprechkurs Letsch oder so jetzt. Et güt wie et güt, kennt man he oder sei güt. Aber bei du kommst, ist es alt jetzt schwierig. Et heißt du küss. Also, machen wir auch alles Norderei. Ich komm, du küss, he oder sei küt, ma kumme, ihr kut, so kumme. Und dann haben wir noch als nächstes auch unregelmäßig haben. Ich han, du hes, he het, sei het, it het. Mir han, ihr hat, se han. Das war richtig ähnlich Norderei. Da hätten sich die Preußen erst dran gefreut, wie wir das so ähnlich gemacht haben. Aber verabschieden tun wir uns jetzt wieder richtig französisch. Tschö.